Ich habe gedacht, ich fange mal eine Art Serie an, wo ich diverse Autos vorstelle, so in meinem Umkreis, Leute, die ich kenne, verschiedene Projekte vorstelle, um das euch ein bisschen näher zu bringen, was alles wieder dazugehört, wie das aussieht, was wir gemacht haben und so weiter. Ja, ich würde mal sagen, schauen wir das Auto von uns an, dass ihr wisst, in was wir uns gerade befinden. Ja, somit herzlich willkommen zu Folge 1. Der Titel, wie ich die Serie nenne, weiss ich noch nicht, fällt mir sicher noch ein, werden schneiden. Ja, Folge 1 stelle ich mal meinem Boy seinen Jetta vor, am Crispin seinen Jetta MK2. Ja, wir sind schon länger befreundet, wohnen nicht miteinander. Ganz nice Freundschaft. Ist gut. Ihr werdet das Auto sicher mehr sehen auf dem Kanal, vor allem auch den Crispin. Also wir sind oft zusammen am Schrauben, machen oft zusammen etwas. Momentan ist es auch sein Daily, er hat noch einen MX-5, aber keine Eier, den zu fahren. Wegen ist ein bisschen viel gestanzt und ein bisschen viel... Ja, lassen wir da. Aber recht geiles Teil, wird sicher auch noch kommen. Das ist der Gang da. Also so zum Fahrfeeling. Wir haben den Jahrgang 1984. Genau. 1984. Und es ist richtig geil. Also es ist sehr indirekt alles, wenn ich so darf sagen. Und ich habe kein Drehzahlmesser, weil ich noch nie gefahren bin. Also der Drehzahlmesser ist ein Quarzuhr, der nicht funktioniert. Der wird noch ersetzt. Die wird noch ersetzt, okay. Ja, ist alles ein bisschen schwammig, aber zum Cruisen etwas vom Allergeilsten, was ich je gefahren bin. Und ja, das Auto hat praktisch keine Kilometer. Wir sind jetzt bei 77'000 Kilometer, gekauft hast du mit 75, glaubst du, oder so? 74. 74'000. Fühl's nice. Und jetzt ist sicher auch ein laut wegen dem Regen. Ja, stell mal ab. Ja, ich übergebe gerade zum Krisi. Er stellt einmal ein bisschen das Auto vor, erzählt, was das überhaupt genau ist, Jahrgang etc. Und nachdem machen wir noch von außen, was alles verbaut ist, über das ganze Tuning, das dran ist. Stellen euch das auch noch vor. Ein grosser BMW-Fan eigentlich immer gewesen. E30 vor allem. Der BMW-Boy. Noch ein bisschen auf die Japaner gekommen. Eben, gesagt, ich habe ja noch einen Miata. Bin eigentlich immer arbeiten jetzt gefahren mit dem E36. Dann habe ich immer so einen MK1 Jetta da gesehen, da mit BBS. Und ich dachte, das ist schon geil, hä? Den E36 verkauft. Und dann gedacht, ja, so ein Jetta wäre es eben schon. Und dann bin ich auf die gekommen, habe ich mir so einen gegönnt, echt günstig bekommen. Liebe du, der Dominik. Grüße gehen raus, wenn du es siehst. Wo haben wir den geholt? In, weißt du, in Aargau? Im Aargau. Aargau, hä? Ja, hat mir recht günstig gegeben. Und dann eben. Ein geiles Surfbrett oben dran gehabt. Ja, also es war nicht Serie. Aber ich habe jetzt eigentlich alles, was dran war, eigentlich weggenommen und selber etwas gemacht. Der absolut rustikal hier auch. Ohne die Fächer und so. Also eigentlich das Grundmodell, das geht. Ausstattmäßig. Aber viel tiefer hast du nicht mehr können. Ja, das ist CL. CL, Das genau. tiefste eigentlich, oder? Ja, tiefste Ausstattung. Auch hinten Speaker hat eigentlich keine gehabt. Das ist eigentlich nur vorne. Ja, Wo vorne sind hat er da gehabt. Ah, da oben. Vorne. Ja. Da ist aber auch Speakers gehabt, links noch ein. Die zwei, mehr nicht, hä? Ja, die haben hinten dann auch noch rein gemacht. Subwoofer rein, neues Radio. Dass du immerhin guten Sound hast, wenn du rumcruisest. Gehört zu so einem Auto dazu, finde ich. Echt ein schöner Dachhimmel, merke ich gerade. Ja, der ist noch recht gut zu Weg. Also eben, das Auto hat wenig Kilometer. Dem her Zustand auch Lenkrad. 1A. Vor allem die Form, so zwei Speicher ist richtig. Ja, ich finde es geiler als die vom Golf. Ja.
Aber vielleicht gibt es mal noch ein schönes Holznardi oder so. Mal schauen, Mal schauen. was rum ist. Lenkrad teurer als das Auto. Ja, kommen sicher noch ein, zwei Sachen da, das Gerät an. Also jetzt kommt eigentlich da, wo wir schon vorher gefilmt haben, wie ich das Auto von außen vorstelle. Das ist ein bisschen eine Zeitblase, aber ja, kommen schon draus. Aber dann dranbleiben, noch kommt ein richtig fetter Porn vom Auto. He? Der lohnt sich, nicht verpassen. Richtiger Porn. Weitwinkel, ja. Zeig euch, wie sieht das aus? Jo, es läuft. Also gekauft habe ich das Auto mit einem TA-Technics-Fahrwerk. Absolut räudig gewesen, gefahren wie ein Sack Schrauben. Habe ich mir das KW VR1 gegönnt. Jetzt bin ich da vorne und hinten 275. Kotflügel, Radmitte. Fahrt tipptopp. Felgen haben wir. Baubeet Typ A. Hinten 16x9 ET15. Vorne 16x7,5 ET25. Was war überhaupt für ein Reifen? Warte, schon vergessen. Der 215, 35, 16. Und dann haben wir noch 2 Grad Sturzplatte hinten. So etwa reinpasst, ein bisschen rausgebördelt. Ja, man sieht es. Das ist mehr als 2 Grad. Also da, weil der Kotflügel schon geschnitten war vom Vorbesitzer, haben wir jetzt einfach noch weit rausgezogen da mit der Bördelrolle, dass der Reifen ungefähr vorbei mag. Hinterher habe ich komplett die Golf 2 Ausstattung geklopft. Da war so Jutestoff drin. Es war so ein bisschen wüst, gestunken und die Federn rausgetatscht im Rücken hinein. Schöne Rückenprobleme gegeben. Ja, vor allem, es hat echt gestunken wie so ein Samichlaus-Sack eigentlich. Voll. Und jetzt ist richtig fresh. Motor haben wir 1,6er Maschine. Vergaser ohne Cut. Alles gemacht. Da das Basic-Zeug, das kannst du ersetzen, mal ersetzt. Hat kein Problem gehabt bis jetzt. Ja, ausser wo du ihn gekauft hast eigentlich. Also Ja, weißt gut. du, was hättest du machen? Dann sind alle Vakuumschläuche komplett durch. Oder gar nicht angeschlossen, gell? Ja, es sind Da alle hinten so- Spröte, sind gebrochen. Aber easy. Also es ist richtig geil, um da dran zu arbeiten eigentlich. Das ist so ein richtiger Traum. Ja, Platz hat er. Siehst du, da kannst du drin pennen. So Riemen wechseln, Level 1. Während dem Fahren kannst du den Riemen wechseln. Stoßstange haben wir da an die GL angeswappt. Und dann die CL-Lippe an die GL-Lippe angeschraubt, dass er ein bisschen tiefer ist. Das ist echt low eigentlich. Hinten kommt dann auch noch GL, aber die Kotflügel lasse ich auf CL. Ohne Verbreiterungen. Und weißt du jetzt an dieser anders wie die vorher hast? Ja, das ist die Breitstoßstange. Die CL ist eigentlich nur der Teil. Und da daher da gar nicht auch aufgebaut. Also ich baue nochmal ein Stück auf. Das ist mit Jetta und dem Golf halt genau das gleiche vorne. Hinten leider nicht. Die Golfstoßstange ist eigentlich hier fertig. Und die Jetta hat natürlich den Koffer bekommen und ist da die Stoßstange das länger. Ja, voll. Also wenn jemand noch eine brandneue Golf 2 Elektrostange gehen sucht, kann noch eine die Heidi verkaufen. Ja, der Moment, wo er erklärt hat, dass ein Jetta hinten länger ist wie ein Golf.
Ciao.